Sollen wir weitermachen? So, ja, ich bin schon dran am Weitermachen. Ja, hallo. So, letzte Folge habe ich mich ein bisschen ausgekotzt. Tat Ja, ein wirklich bisschen gut. ist gut. Tat Ging wirklich- weiter, oder ging es jetzt noch weiter? Ist es zu Ende Gelände? Ich warte jetzt mal morgen ab. So. Ich bete dafür, dass sie vielleicht ein bisschen Menschenverstand haben und doch noch irgendwie einen Wert drauf legen auf Kunden und das ausliefern. Diese Woche noch. Weil am Kaufvertrag steht KW 3. Wir haben Kalenderwoche 3. Ja. Und wenn die das nicht einhalten, dann bin ich der Erste, der zu meinem Anwalt rennt, ihm die Du hast einen Scheiße Anwalt? erklärt. Ja. Rechtsanwalt. Ach so. Also, Stimmt, das kann ich immer noch nicht kündigen. nicht den, sondern ich habe auch eine ausbildende Staatsanwältin in meiner Freundesliste. Nicht meine Freundesliste, ich kenne, also ich bin gut befreundet mit der. Die wird jetzt Staatsanwaltschaft in Luzern machen. Dies, das. Vielleicht kann das mal irgendwann mal nützlich sein. Nein, Spaß, keine Korruption. Ja, auf jeden Fall eben, ich habe da so meine Kontakte. Dann erzähle ich denen mal die Scheiße. Wie du willst. Also das Einzige, was sie natürlich mir sagen können, ja, tritt vom Kaufvertrag zurück. Und such das Weite mit solchen Lieferanten und Möbelhäusern und so. Und ja, aber trotzdem, ich will das einfach mal rein rechtlich anschauen, weil Du schlussendlich. willst das mal erlebt haben, ne? Die Scheiße. Ich weiß, es klingt doof. Egal. Nee, uns drohen jeder Kunde mit Konventionalstrafe, wenn wir nicht genau am Tag X liefern, wie wir es angegeben haben. Und ein Privatkunde, auf den scheißt man und sagt, ja, wartet er halt noch ein paar Wochen. Kein Problem. Ist ja nicht sein Rücken. Ist ja nicht so, dass wir das Bett abgebaut haben. Nee. Überhaupt nicht. Ist ja nicht so, dass wir seit geraumer Zeit auf dieses Drecksbett warten. Nee. Ist ja nicht, aber egal. Ich schau mal, was da jetzt noch geht. Ich werde euch auf dem Laufenden behalten. Aber eben, das Bist hat du jetzt wohl, so ja. Nerven gekostet heute. Ich musste ins Gym. Und wirklich, ich habe ja meinen Kalorienbedarf von heute bei weitem übertroffen. Und nicht, weil ich länger trainiert habe, sondern weil ich härter trainiert habe. Das ist kein Witz. Meine Apple Watch hat erkannt, mein Puls war um einiges höher heute. Beim Training als normalerweise. Weil ich einfach. Normalerweise mache ich ja immer meine 3 Sätze, 12 Wiederholungen. Und dann, ja, dann Pause, mindestens eine Minute und dann wieder. Heute, ich habe nicht mal 20 Sekunden Pause gemacht. Einfach bam, 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 bam. Und sogar mehr Gewicht als sonst. Weil ich einfach so eine Wut in mir drin hatte, die ich einfach mal rauslassen musste. Das war unnormal. Also, eigentlich geil. Auf eine Art ist es geil, aber es ist nicht gesund. Nicht gut. Nee, es ist nicht gesund. Aber trotzdem, es hat so gut getan, weil. Ja, du hast ja, glaube ich, das kalorienmäßig, wie teilen uns das Ding, hast du echt Gas gegeben. Ja. Weil halt eben. Ich find's geil. Ich finde es geil, dass wir das teilen. Ich teile es jetzt mit meiner Freundin auch. Das macht ein bisschen so ein bisschen Challenge. Es gibt ein bisschen Challenge rein, ein bisschen Spirit rein. Das ist geil. Vor allem, was mich ein bisschen erstaunt war, dass du nur 500 Kalorien hast. Also. Das war das Standardding, Aha. das mir Apple vorgeschlagen hat. Ich habe da nie was geändert. Aha, dann hast du einfach angegeben, du bist ein Sportsmuffel. Wahrscheinlich, keine Ahnung. Ja, egal, aber trotzdem ist nice. Und ja, ich schaue jetzt Immerhin mal eben. irgendwelche Ziele, das spielt ja keine Rolle, welche man nimmt. Ja, aber also ich find's geil. Also eben wie gesagt, wir beide waren lang gegen Apple. Wirklich. No front an der Stelle, aber sie haben uns einfach in den letzten 10 Jahren viel zu sehr enttäuscht und deshalb, ja. Nicht Hass, sondern begründete Kritik an Apple. Aber mittlerweile hat sich das Blatt halt um 180 Grad gewendet, seitdem, was die jetzt da bewerkstelligen und was andere Hersteller für Probleme haben. Ja. ja, das System ist halt schon einzigartig, kann man schon mal sagen. Die Kundenbindung ist
irgendwie 1A, sage ich mal. Ist zwar jetzt, soll ich sagen, für andere Hersteller ist es doof, aber weißt du, zum Beispiel, du hast halt solche Bluetooth Finds Meeting, also wenn du was verloren hast zum Beispiel oder du kannst einen Schlüsselbund irgendwelche Bluetooth Finder Gedingsebumse dran schmeißen und dann die halt, wenn du sie verloren hast, über Bluetooth wiederfinden. Und Apple hat halt lange, sage ich jetzt mal, das nicht gemacht und mittlerweile mit den AirTags, die sie haben, einfach alle anderen Hersteller obsolet. Ja, die haben Funktionen. wirklich alles egalisiert, was es auf dem Markt gibt. Innerhalb 2 Jahren einfach so mal. Zuerst hat man immer Apple ausgelacht, ja, keine Neuerung. Dachte ich ja immer so, sieht ja immer alles gleich aus. Ein bisschen neuer, bisschen 1 Megapixel mehr Kamera, bisschen 1 Pixel mehr Display. Da musste ich immer ein bisschen lachen, schmunzeln. Mhm. Aber jetzt, da ging die Post ab. Weil alle Ja, haben mein gedacht, letzt- alle haben wirklich Mhm. gedacht, Apple, ja, die kommen vielleicht in 10 Jahren dann mal mit einer 50 Megapixel Kamera. Gut, die haben sie zwar immer noch nicht. Brauchen sie auch nicht. Aber eben, die dachten, ja, Apple, ja, Leute zahlen viel Geld für nix. War auch meine Einstellung, wirklich persönlich. Ich dachte immer so, ich bezahle einfach Geld, weil man denkt, ja, ich bin geil, weil ich Apple habe. Dachte ich. Mittlerweile ich weiß, es gibt solche Trends-Flexer, die sagen, ja, Apple, weißt du, die Stars, Money, Cash, alles und so weiter. Die gibt's immer noch, klar. Aber mittlerweile verstehe ich das ganze Komplex dahinter. Die Hintergründe, warum auch bekannte YouTuber mit MacBooks ihre Videos schneiden. Obwohl sie könnten sich die geilsten PCs leisten, ohne Probleme, weil sie das Cash haben. Aber sie investieren lieber in ein MacBook, weil sie lang unterwegs sind, zum Beispiel Vlogs drehen, in einem Flug und dann im Flugzeug schneiden, schnell nach Amerika rüberfliegen und das passt halt mit dem MacBook. Das ist krass, das ist sick. Ja, und wird auch noch sehr viel kommen. Also, oh, ich bin hier schon wieder am Ende Gelände. Klar, die können jetzt natürlich auch viele Versprechungen machen und dann nicht einhalten. Das kann auch sein. Nur das Problem ist, die sind so aktien- und börsenorientiert, die müssen liefern. Die können nicht einfach jetzt mal sagen, nö, machen wir nicht. Ja, rein theoretisch schon. Also So, ich habe jetzt So. mal den einen Ofen abgebaut und Ja, die Bauarbeiten gehen hier doch. Was schon wieder keine Steine mehr? Was ist denn jetzt wieder los? so. Ich bin nicht im. Ach. Doch alles Kacke hier. Jetzt haben wir noch ganz viel Zinn hier. Ja. Es ist sick, was ich in dieses Jahr, also dieses Jahr ist eigentlich schon mal ganz geil gestartet. Klar ist es jetzt wieder scheiße mit dem ganzen Lieferverzug und Wie was mit den ganzen? Lieferverzug eben jetzt damit Ach der so. Szene mit dem Bett und so weiter und was sonst noch abging, aber scheiß drauf. Wirklich geil, Mann. Es ist geil, was abgeht. Ja. Immerhin, hast du was Gutes, ne? Ja, du musst das Positive sehen, weil sonst wirst du irgendwann mal von der Negativität so krank, dass du dich zurückziehst und schon mit 30 aussiehst wie 80. Immerhin hast du was erreicht. Ja, Mit next 30 Level. wie 80 auszusehen. Du hast einen Cheat aktiviert. So, wir müssen da irgendwie noch schauen, dass wir fehlende Voraussetzung Kernholz. Oh. Bitte sag mir, dass wir genug Kernholz haben. Nö. Nein, haben wir nicht. Wir haben nur noch 50 Stück. Wir haben ja bestimmt nichts. Gefarmt. Nee, Kernholz müssen wir im Dunkelwald farmen. Aber es geht vorwärts. Ich setze jetzt mal hier die Fundamente. Swartling-Kerne müssen wir danach mal wiederholen, weil ich will diese Lagerfeuer, diese Signalfeuer noch aufbauen in der Nähe. Ja. Hoppala.
Hoppala, was sagt hier mein Homegerät? Luftqualität im Raum ausgewogen. Boah, schon 1153 ppm. Gut, ich rede auch schon über eine Stunde. Gut sein, pausenlos. ich bin hier konzentriert am Arbeiten. Du bist konzentriert am Arbeiten. Und ich mache das, was ich am besten kann, gar nichts. Ist auch was, also das Hut ab, ne? Das ist High Productivity. Wäre auch schön. Also, Holz. Ich brauche Holz. Dann hier diese Pfeiler. Wie oft soll ich jetzt einen Pfeiler platzieren? Weil ich muss ja das Ganze statisch. Eigentlich, nee, ja nicht alle 2. Wenn ich es alle 4 mache. Ich muss alle. Das wird ein kleiner Keller, ne? Ja, es ist so ein kleines Kellerchen. Warte mal, was kommt da schon wieder für ein Gebäude hin? Da haben wir Wirtshaus. Ja, so ein kleiner Weinkeller. Die Frage ist eben, wenn du mal kurz kommen möchtest, Beratung und so kurz zusammenstellen. Du, das kostet aber 6,50 Ja, die genau. Minute. Das ist logisch, ne? Logisch, ist ja klar. Die Frage ist eben, wie wir die Wände machen. Soll ich das über die Steinwände ziehen? Oder auf? Also über dem Steinboden oder gesehen. Mal kurz, wie war das jetzt? Ja, ich muss besser dodgen können hier. Mir kam schon wieder ein Berserker vorbei. Ich komme mal vorbei. Weil jetzt wird es dann interessant. Jetzt wird es dann relativ dunkel hier in unserem Lagerhaus. Deshalb wird es dann auch bald mal Zeit, dass ich dann Kupfer wieder holen gehe. Warte mal, weißt du, was ich jetzt hier machen? Weil mich stört das ein bisschen. Ich brenne. Ich Wie brenne. du willst. Warte mal, ich komme gleich. Ich muss nur was schnell suchen gehen. Surtling-Kerne haben wir keine mehr auf der Server. Ne? Die haben wir, glaube Dürfte ich. nicht sein. Shit. Hä? Da haben wir Egal. nix. Da haben wir nix. Ja, dann, welches Holz brauche ich schon wieder? Hier, uralte Rinde. Ach so. Der Scholli ist da oben. Ach Mann, ey. Im Dunkeln sieht man halt echt nichts. Also ja, gut, sieht man schon was. Aber so. Komm, wir gehen kurz schlafen. Dann sieht die Welt wieder besser aus. Genau. Warte mal. Jo. Ich suche mal hier. Ich durchsuche mal ein bisschen deine. Nee. Gut, perfekt. Warte mal. Hier ist wieder ein Berserker. Die kriegst du runter, ne? Ist ja kein Thema, oder? Die sind irgendwie stärker geworden. Ich meinte, wir brauchen bessere Schilder zum Dodgen. Oh. Der Gräuling ist jetzt in unser Lagerhaus reingegangen. Oh je, Mine. Oh, jetzt ist gerade. Jetzt ist gerade die Connection kurz am Einbrechen. So, ist wieder Bei mir gut. ist alles okay. Ja, instabile Verbindung steht bei mir. Was sieht man das überhaupt? Das kommt dann von Nvidia direkt. Paketverlust über 1000 hatte ich. Ich habe einen Ping von 41, jetzt 20, jetzt ja, war glaube ich Server kurz. gewechselt, kann gut sein. Kann gut sein, kann aber auch sein, weil der Fernseher läuft. So, komm mal pennen hier, mein Kollege. Genau, ich wollte ja noch was Dann machen. kriegen wir das gut.
Oh, nee, jetzt ist gerade. Jetzt geht's Was? gerade ab mit der Connection. Jetzt ist gerade Komm mal nicht. ran. Schlafen, mein Kollege hier. Ja, ich komme. Wenn's über 200 ist, kriegst du Probleme wahrscheinlich. Ja, das ist es. So, man schläft, ohne Traum geht's weiter. Ja, super. Hoffentlich mal. Ja, und dann sehen wir uns in der nächsten Runde wieder, denn es sind schon 15 Minuten rum. Guten Morgen und das war's. Tschüssi.